Welkom tot het programma Beden met de Bijbel. Ik vrees me dat u aangemerkt hebt, mijn naam is Gabrielle Kroon. En in de vele video's heb ik al vele dingen gereed over hoe kan ik de Bijbel, het woord Gottes, gebruiken om te beden. En hoe kan ik voor mijzelf beden. En hoe wichtig is dat we rein zijn van binnen, dat we een verbinding met God hebben, dat we gemeenschap hebben met God, om wat God het wieder te geven. En dan mocht ik die leven toch haar moed merken, met erbij te zijn, van deel te leren, hoe kan ik beden voor mijn familie. En dat is dat eerste wichtig, hoe leef ik? Hoe leef ik mijn familie dat ver? Wat zijn mijn kinderen van mij? Of wat zit mijn man van mij? Ik geloof zo ver hebben we een verlangen daarna. Ik wens dit wird zich veranderen. Ik wens, mijn man wird mich vielleicht anders behandelen. Ik geloof dat je geen man die perfect is. Wens dat jeder man heeft Fehler. En so jeder früh wird sich Dinge wünschen, wat man wird vielleicht beter merken kann. En dat is dat wichtig. Wo kan ik raag op dat reageren? Wo kan ik raag op dat handelen? En wanneer ik me anstreng en nu leren wil, hoe kan ik dat met het woord Gottes verbinden? Hoe kan ik in de Bijbel leren te beden? Dan is dat in eerste linie wichtig, hoe leef ik? Ik moet verder mijn leven veranderen, mijn handelen tot de kinderen veranderen. Want ik kan niet van mijn kinderen wat verlangen, wat ik zelfs niet handkrijg. So, wenn du verlangst von deinen Kindern, die sollen von alles einmal Dankschein sein oder Bittschein sein, wenn die was gebracht haben. Aber wir tun das selbst nicht, dann ist das für die Kinder schwerer zu lernen. Ich habe das sehr viel gelernt durch meinen Jungen. Dann bringt er mir ein Denk und verlangt von mir, dass ich Dankschein sei dafür oder Bitteschein sei, wenn sie sehen diese Aufmerksamkeit. Und du hast das mit dem Respekt zu tun. So, wo geht je dort, wenn deine Kinder oder dein Mann die respektvoll umgeht? Die Frauen, die Dinge, die sind lieftulich zu dir. Und krieg so fühlt sich der Mann oder auch die Kinder, wenn wir das selber tun. So, wenn ich mich anstrenge und ich respektiere meine Kinder, ich erkläre die Dinge, ich rede mit meinen Kindern oder ich lobe die Dinge. Wo fehlt dir das ein Kind uit? Wenn die geloof krijgt voor een ding wat ik goed deed, en er steht bloß einmal nee gesagt te kriegen. En dat is dat wichtig, wenn ik mocht beten, dat mijn familie zich verandert, wenn ik mocht beten, dat mijn gebeden wirklich wat wiesen doen nachher, dan is dat wichtig, wo handel ik met mijn familie. En krijg zo is dat ook met den Mann, zoals met de kinderen. Den Mann goed te behandelen. Ik weet niet, wo die dat ver omgeht. Wenn du vielleicht ein bisschen Konflikt hast, da braucht nicht mal ein großer Streit sein. Zwischen dir und deinem Mann, das kann noch so klein sein. Aber so leicht kann ein fleischliches Handeln lernen sein. Nou, der ist vielleicht das mehr nicht wird. Oder ich weiß nicht, was ich für tun. Ich war irgendwas an die Gedanken nennen. Und das ist das so wichtig. Dat we oppassen, wat denk ik over mijn man. En ook den vriend einfach te zijn. Meestal den doen, wat van een kleinere, grotere strijderieën neerkomt in een familie. Ik zie beroepen door voor mijn familie te leven. Mijn familie door te zijn, die te ondersteunen. En zo, dat is ganz een doen. Op welke weg du die bevrijd hast, of op welke weg die niet kinderen hast. Of die geplant werden, of die niet geplant werden. Ein Ding ist sicher, Gott hat dich geplant. Gott hat einen Plan für die Kinder, Gott hat einen Plan für den Mann. So, wenn du was lernen zu beten für deine Familie, dann hör ich auf Gott und frage Gott, was ist der Plan für meinen Mann? Auf welchen Weg kann ich dem unterstützen, dass er fair Weg kann, dass er Mut hat, fair Weg zu gehen. Und krieg auch für die Kinder. Nicht bloß auf dort zu kijken, was sie anrichten, wo kann ich nie sein, wo kann ich die beter ertragen, sondern zu kijken, wirklich zu kijken, ein Blick stellte mir ich da manchmal bei meinen Jungs, so, wenn die schlupen dort, und dann gehe ich hin und ich kicke den an und sage, Gott, was hast du für einen Plan für diesen Jungen? Warum hast du mir den anvertraut?
En einfach te zijn, God, ik wil den doorgaan opdragen, dat hij dort leven kan, wat God geplant hat für die Kinder. En wenn du vielleicht glaubst, nou, meine Familie ist nicht in Einheit. Wenn du vielleicht denkst, ich brauche dat meine Kinder noch mir kommen, oder dat der Mann noch mir kommt, oder dat die Kinder auch mit den Futtertaub kommen, und du wirst vielleicht ein Vers haben, wo Gott sagt, ich will die Familie aus Einheit bringen, dann möchte ich die Mut mir, um diesen Vers mitzulesen und einfach zu sagen, Gott, ich bete diesen Vers über meine Familie, wenn du hast dort an dein Wort versprochen. Und du möchte ich dort durchlesen. Die wordt de ouderen met de kinderen verzuinen en de kinderen met ihre ouderen. Dat is een korte vers oder ein Part von einem Vers, aber was so wichtig ist, das ist nicht unsere Kraft, dort wir die Familie in Einheit bringen, sondern nur durch Gott seine Kraft können wir die Familie in Einheit bringen. Und das nächste Ding ist, dass mein Haus soll Gott sein. Wenn du dort Verlangen in dir hast, dann nimm den nächsten Bibelvers für dich an und bete ihn immer und immer weiter für deine ganze Familie. Jeder Tag sehen deine Familie, deine wird, der so viel Kraft, die können dort verändern. Die können deine Familie verändern. So bete wieder, rede Versen immer weiter, nie üt. Und dann sagt er es in diesem Vers, ich aber und die wird ein to mein Haus gehören, weil dem Herrn deine. Das ist ein Vers, wo Josua dort Volk muss abrufen und entscheiden, was will wir Gott deine oder nicht. Und wo sich jede Familie muss entscheiden, jo, mein Haus soll Gott deine. Und wenn du diese Entscheidung merkst und sagst, ich will das selber entscheiden, mein Haus, ich und mein Haus wollen dem Herrn deinen, dann bet mit mir mit. Vater im Himmel, ich sei dir Dankschein für dein Wort. Ich sei dir Dankschein für deine Life. Ich sei dir Dankschein, dass du einen Plan für meine Familie hast, dass du einen Plan für meinen Mann hast, und für meine Kinder. Merk mir die Augen auf, dort zu sein, wo du sitzt für meine Familie. Nicht, was ich sei oder die Troubles, was ich sei, sondern dort zu sein, wo du von meiner Familie sein lässt. Vergib mir, wo ich meine Familie falsch behandelt habe, wo ich noch mein Willen neu gehandelt habe. Vergib mir und help mir, die Frau und die Mann zu sein, was meine Familie braucht. Und Vater, ich möchte jeder für euch sein, was ihr checkt. Ich möchte jede Person sein, was ihr checkt. Und möchte dort eine Sud für die sein, Vater. Und ein Segen für die. In Jesus' Namen. Amen. Und möchten diese Bibelversen ein Segen für dein Leben sein.